Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Und damit, würde ich sagen, nicht lang schnacken, rein in den Bums. Täglich, Ja, wirklich. Ja, aber wirklich hereingeschneit. Wären wir schon im Thema. War das schon die erste Frage, Tom? Nein, okay. Also, herzlich willkommen. Morgen geht es tatsächlich schon wieder in die Allianz Arena zum Bundesliga. Wild. 2 Heimspiele hintereinander. Eieiei. Können wir ja gar nicht anprangern, dass wir immer auswärts spielen. Ja, Spiel gegen Union Berlin. Damit Servus zur Medienrunde mit Thomas Tuchel. Servus. Und ich denke, du hast das erste Zeichen gegeben. Dann kriegst du auch die erste Frage, bitte. Torben Hoffmann für Sky. Gegen Kopenhagen waren ja einige Spieler noch. Das ist so lächerlich, Alter. Das ist so lächerlich, dass da echt ein Dude steht mit einem Mikrofon am Arm, Alter, der das rumreicht. Und wenn das dann noch anplackst, dass es rumklackert. In der heutigen Zeit, also weiß ich nicht, Leute. Also, das ist nicht europäische Club-Spitzenklasse. Verletzt. Wie steht's um Schuppo, um Kim und Mazraoui? Können sie spielen? Und vielleicht noch eine zweite Frage. Manuel Neuer, ja, beeindruckend zurückgekommen, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Vertrag bis 25. Wie lange trauen Sie ihm persönlich zu, noch zwischen den Pfosten stehen zu können? Danke. Da gibt es kein Limit für Manu, solange er sich so gut fühlt und so hält, wie er es gerade tut. Und ist in der Top. Ja, wir müssen jetzt auch nicht über den Klee loben, Alter, wa? Ja, das waren 2 gute Reaktionen gegen Kopenhagen. So. Ja. Was war jetzt sonst mal Weltklasse? Also jetzt mal die Füße auf den Boden behalten. Ja klar, er gibt uns Sicherheit auf jeden Fall als Person. Super wichtig, denke ich, müssen wir nicht drüber reden. Aber ihn jetzt über den Klee zu loben, Alter, fühle ich halt auch nicht. Ja? Immer dieses Hoch und Runter, Alter. Bleibt doch mal geschmeidig, nimm mal gesundes Mittelmaß. Ja, es war eine gute Torwartleistung. Erst recht, weil er die ganze Zeit nichts zu tun hatte und so weiter. Aber jetzt gleich wieder zu reden. Oh ja, der will beste Torwart, hast du nicht gesehen. Weiß ich auch nicht, ey. Verfassung machen wir dem Ganzen kein Limit obendrauf. Dann kann er so lange im Tor stehen, wie er das möchte. Das ist im Moment sehr beeindruckend von der ersten Minute an, als er wieder zurück im Training war. Und der Mix zwischen seiner Lockerheit und seiner Professionalität ist im perfekten Einklang gerade. Deshalb ist er schon auf einem hohen Niveau und wird wahrscheinlich noch von jedem Spiel ein bisschen besser. Und zu den Verletzten ist tatsächlich so, dass Choupo grünes Licht hat fürs Training und hoffen, dass keine Reaktion mehr kommt dann vom Knie. Deshalb gehen wir jetzt davon aus, dass er einsatzfähig ist. Jamal wird zurückkommen und hoffentlich in Kader können. Und Minje kann spielen und Nuss hat auch grünes Licht, nachdem er ein bisschen krank war. Also, sieht gut aus, sieht voll aus auf dem Trainingsplatz, hoffentlich nachher. Dankeschön. Eins dahinter, Vincent Schirpke für Merkur und TZ. Hallo Herr Tuchel, Sie haben ja gegen Kopenhagen viel rotiert und jetzt noch bis Weihnachten 5 Spiele vor der Brust. Wollen Sie da weiter rotieren oder eine Stammelf für die Spiele ins Rennen schicken? Ich glaube, die Rotationen, die wir gemacht haben, die waren größtenteils auch erzwungen gegen Wollte ich gerade sagen, sonst hätte er Tuchel niemals so viel rotiert. Tuchel ist einfach kein Trainer, der gerne rotiert, was völlig okay ist, was völlig legitim ist. Ja. Alles andere brauchen wir nicht wieder aufrollen. Nochmal, wenn man nicht so der Rotierer ist, muss man sich auch nicht über einen zu dünnen Kader beschweren. Also, das irgendwo nicht zusammen. Wer weiß, vielleicht straft er uns Lügen in der Rückrunde, wenn vielleicht 2, 3 Abwehrspieler kommen. Ich weiß es nicht, wir werden es erleben. Aber ansonsten hätte Tuchel niemals so viel rotiert, wie er rotiert hat gegen Kopenhagen. Und dann haben wir Matthis und Leroy nochmal getauscht, um einfach aus Solidarität auch mal Matthis beginnen zu lassen. Leroy war bereit, die Tage zwischen dem Spiel waren eigentlich genug, dass er auch weiterspielen kann. Aber Leroy wird morgen wieder starten gegen Union, das ist klar. Und dann, glaube ich, wird es nicht allzu viele Überraschungen geben in der Aufstellung, wenn unsere Jungs, die jetzt auch angeschlagen waren, zurückkommen. Und wir müssen dann gucken, dass wir einen Schalter auch nochmal... Würde ich jetzt rausschließen, dass Musiala morgen anfängt? Ja. Umlegen, weil unsere letzten beiden Heimspiele sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Kopenhagen
Waren nicht unsere besten Spiele. Wir hatten, wie Sie richtig sagen, da auch gezwungenermaßen viele Umstellungen und da war ein bisschen Sand im Getriebe, aber wir müssen nochmal das Tempo, die Schlagzahl erhöhen, das Tempo hochdrücken und nochmal mit mehr Biss spielen auf jeden Finde ich sehr gut, dass er das sagt. Genauso würde ich das auch unterschreiben. Stimme ich ihm 100% zu. Fall morgen. Nebendran Carrie Hau für Sport 1. Hallo, Leon Goretzka hat als Innenverteidiger gespielt, mal wieder gegen Kopenhagen. Ist das eine Position, wo ihn Sie sich länger vorstellen können, auch vielleicht dauerhaft? Oder ist das keine Option? Oder generell, was ist aus Ihrer Sicht seine beste Position? Hat er in der Jugend auch mal als Zehner gespielt oder zu Beginn aus seiner Karriere bei Bochum, Schalke? Klar. Ist das vielleicht auch eine Überlegung, weil er ja schon diesen Zug auch zum Tor hat in die Box Hat er rein? jetzt ja auch oft genug bei uns gespielt. Also es ist, man kann es nicht hoch genug bewerten und das erklärt dann natürlich auch mal ein bisschen stockendes Spiel. Wir haben im Grunde am Tag vorm Spiel im Abschlusstraining Leon von der linken 10 auf den rechten Innenverteidiger zurückgezogen. Das beschreibt dann auch seine Vielseitigkeit. Sonst kann man es auch nicht mit vielen linken Zehnern machen, dass sie plötzlich rechter Innenverteidiger spielen. Deshalb er ist so ein bisschen von allem ein bisschen sehr vielseitig. Ich glaube, seine beste Position ist, wenn er zwischen den Strafräumen auch seine Laufstärke ausspielen kann. Das heißt, das spielt er im Moment bei uns, spielt er zwischen einer 6, einer 8 und einer hohen Position 10, weil seine Stärke ist auch im 16er anzukommen, Läufe in den 16er zu haben. Die haben wir gegen Kopenhagen dann auch ein bisschen vermisst. Aber er spielt das sehr gut. Jetzt gibt es im Moment keinen Grund, darüber weiter nachzudenken, ob das dauerhaft seine Position bleibt. Er hat das im Mittelfeld sehr gute Spiele gemacht, auf der halblinken Position, gemeinsam mit Fonsi und mit Leroy im Zusammenspiel. Und da sehen wir ihn auch nach wie vor. Aber klar ist, dass er als Innenverteidiger jedes Mal, wenn er gespielt hat, auch sehr gut gespielt hat. Florian Schimak für Ja, ich denke auch, dass er dann eine Alternative sein kann. Ja, die Frage ist halt, ob er das überhaupt auch spielen will. Und ich habe es ja gehört, Tuchel sieht ihn da selber nicht, auch eher auf der Box-to-Box, er sagt es ja selber, 6, 8, 10. Und sehe ich in Goretzka auch. Bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht für Leon. Wenn wirklich ein Sechser kommen sollte, weil das würde bedeuten, dass ein Leon mit einem Kimmich um eine Position konkurriert. Es sei denn, der Kimmich wird nach hinten rechts gehen oder ein Kimmich wird wechseln, I don't know. Es wird sehr spannend zur Winterpause und danach bei uns werden. München Online. Grüß Gott, Herr Tuchel. Wie sieht es denn aus bei Jamal Musiala? Ist er am Wochenende einsatzbereit und was erwarten Hat er Sie doch jetzt gerade in den schon nächsten gesagt. Wochen von ihm? Wir hoffen, dass es jetzt keine Reaktion mehr gibt und wir haben nochmal zurückgehalten gegen Kopenhagen und rechnen damit, dass er morgen im Kader ist, aber das wird sich maximal auf einen Kurzeinsatz beschränken. Na, okay. Dann einmal wechseln bitte nach vorne für die Bild-Zeitung. Das ist so lächerlich mit dem Mikrofon, Alter. Ich komme nicht drüber weg. David Verhoff. Hallo Herr Tuchel. Wir haben Sie die Tage gesehen, wie Sie eine Schildkröte fotografiert haben. Ja. Da sollten Sie, glaube ich, Ihren Beruf darstellen. Können Sie uns verraten, warum Sie die Schildkröte gewählt haben? Muss ja einfach nur ein Stofftier sein. Hat keinen Hintergrund. Ne, musste nur ein Sie Stofftier mussten sein. nicht Ihren Job darstellen. Dass ich praktisch so schnell arbeite wie eine Schildkröte oder was ist die Unterstellung? Und einen dicken Panzer, wird immer besser. Ne? Einfach das erste Stofftier, das reisebereit war, mit mir mitzukommen. Ja, dann mal das Mikro zügig rüber für die nächste Frage. Okay. Klaus Bergmann für die DPA, eine sportliche. Herr Tuchel, zwei Fragen. Die eine, Union Berlin hat einen neuen Trainer. Erleichtert es Ihnen etwas, die ganze Vorbereitung, weil jetzt schon ein Spiel war in Braga? Also haben Sie da schon irgendwas erkennen können, worauf Sie sich vielleicht einstellen müssen? Ja, sie haben auf jeden Fall die Grundordnung geändert. Jetzt weiß ich nicht, ob das dauerhaft ist oder nicht. Deshalb, normalerweise haben sie immer mit Fünferkette gespielt, jetzt war es ein 4-1-4-1. Dann war das Spiel in Braga natürlich auch nur bedingt aussagekräftig, weil es nach, glaube ich, 29, 30 Minuten eine rote Karte gab. Das ist normalerweise nicht ideal, um eine Spielanalyse zu machen, aber wir schauen dann natürlich in die Spiele rein, in den Clubs, in denen er vorher Trainer war, um vielleicht ein bisschen was rauszulesen. Und dann muss man halt sagen, dass da nicht viel Fleisch am Knochen ist, auf das wir uns dann wirklich verlassen können. Deshalb müssen wir uns auf Der ist gut, der Vergleich. Ist nicht viel Fleisch am Knochen. Oder? uns selber konzentrieren. Und Das macht generell Sinn.
auf uns selber mehr zu gucken. Und selber die Sachen besser machen, die es auch besser zu machen gilt. Ich habe vorher die 2 letzten Heimspiele angesprochen und da wollen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Deshalb wird das Hauptaugenmerk jetzt sehr stark auf uns liegen, auch in der Gegend. Gefällt mir sehr gut bisher der Thomas. In der Vorbereitung. Die andere Frage, ein bisschen Richtung Winter schon. Ist ja jetzt bekannt gegeben worden, dass Sie in Basel spielen werden, ein Testspiel. Sie machen kein Trainingslager diesmal. Können Sie mal ungefähr sagen, wie soll die Wintervorbereitung diesmal ablaufen? Bis wann geben Sie den Spielern frei? Und es hieß ja mal, Sie gehen da noch ein bisschen in die Berge. Ich weiß nicht, auf wie viel 1000 Meter. Weiß ich nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Es ist alles sehr gedrängt. Wir geben den Spielern frei, weil sie, glaube ich, weil wir überzeugt sind, dass sie die freie Zeit auch brauchen. Wir starten am 2.1. wieder am Nachmittag. Dann haben wir das Spiel in Basel und dann ja relativ. Ja, ist auch völlig okay. Also, ihr wisst selber, ich bin auch immer einer, der das kritisiert, dass die Spieler zu viel rumjammern und so, wenn sie bei so viel Geld, wie sie verdienen. Aber ich denke, es ist schon super wichtig, dass man mal so, auch wenn wir das nicht haben, so als normale Arbeitnehmer, dass man mal so zwischen Weihnachten und Neujahr mal einfach Zeit für die Familie hat. Ja. Ich weiß, viele haben das von euch trotzdem nicht, ich auch nicht, ich muss auch durcharbeiten. Aber ich denke, wenn man das so unter dem Gesichtspunkt mal sieht, dass sie halt viel reisen und so weiter, ist das schon sinnig, dass die gerade so eine Zeit dann mal zusammen mit der Familie verbringen. Ich denke, das lädt den Akku ganz gut auf und ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Move, der da gemacht wird. Relativ schnell, ich glaube Freitagabend, oder? Ja. Freitagabend eher Punktspielstart. Und in der Gemengelage, dass wir zum einen auch ein bisschen Urlaub geben wollen und den Spielern auch die Möglichkeit geben wollen, mit ihren Familien Neujahr zu verbringen, starten wir am 2. und nutzen. Wie gesagt, ich persönlich finde das gut. Eventuell die Chance nochmal muss natürlich dann auch mit Leistung zurückgezahlt werden in der Rückrunde, war? Das ist klar. Nach dem Hoffenheim-Spiel, weil da ist Freitag bis Sonntag für ein Kurztrainingslager, um vielleicht noch ein bisschen in die Sonne zu kommen, um Vitamin D zu tanken, aber auch ja, für einfach so ein Trainingslager macht ja schon was mit dir, weil du einfach normalerweise in den klimatischen Bedingungen, in denen du es machst, viel Zeit miteinander verbringen kannst. Du bleibst ein bisschen länger auf dem Platz, du kannst besser in Kleingruppen trainieren, kannst ein bisschen besser taktisch trainieren, weil die Spieler nicht auskühlen, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen mehr statischere Übungen sind, taktische Übungen, taktisch geprägte Übungen. Deshalb schauen wir, ob das für uns vielleicht noch Sinn macht, die lange Woche zu nutzen zwischen Hoffenheim und dann ist es, glaube ich, Werder Bremen zu Hause. Also die ganze Woche weg? Oder? Nein, aber ein paar Tage in dieser Woche. Gary Howe noch mal nebendran. Alphonso Davies hat Vertrag bis 25. Diese Verlängerung steht schon länger ein bisschen im Raum. Ich weiß immer nicht, dass so eine Fragen immer an den Trainer gestellt werden. Weiß ich nicht. So, ich hatte der Sportdirektor da und sowas. Weiß ich nicht, warum man die Fragen immer am Trainer stellt. Im Sommer gab es da schon mal Gespräche, dann ist es ein bisschen abgeebbt. Wie sehen Sie die Situation? Sind Sie zuversichtlich, den Spieler dann auch halten zu können, weil ja schon das Interesse auch von Real Madrid im Raum steht? Und wie sehen Sie auch seine spielerischen Leistungen? Ja, aber er ist erstmal Spieler von uns und absoluter Stammspieler von uns und er kennt unsere Wertschätzung und für mich als Trainer ist das eigentlich entspannt, weil für mich ändert sich nichts, egal wie die Spieler Vertrag haben. Das macht dann Christoph Freund und genau. Jan Dresen und da habe ich volles Vertrauen, dass sie das in die Wege leiten. Von sie weiß 100%, wie sehr wir ihn wertschätzen. Er ist unumstrittener Stammspieler. Er ist noch extrem jung. Er ist am absolut richtigen Platz. Er spielt auf dem allerhöchsten Niveau ganz regelmäßig Spiele und hat noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und deshalb bin ich da entspannt und habe Vertrauen in die Verantwortlichen hier im Club. In welchem Bereich weiterentwickeln? Taktisch auf jeden Fall, im taktischen Verhalten gegen den Ball, im Spielverständnis, wann er sich einschaltet, um seine Geschwindigkeit noch besser auf den Platz zu bekommen und dann so ein bisschen in der Konstanz auch. In den Spielen, zwischen den Spielen, da ist noch viel Luft. Ja, das ist auch gut. Da hört man schon raus, dass der Tuchel das auch so sieht, dass er von sie da schon noch ein bisschen. Aber ja, wir vergessen immer alle, dass er noch wahnsinnig jung ist, ja. Und junge Spieler haben halt einfach Leistungsschwankungen. Ja, das muss man dann halt einfach in Kauf nehmen. Ich meine, wir meckern immer, sagen, ja, wir müssen unsere Jugendspieler einbinden, bla, Sülz. Ja, da muss man einfach auch mal zugestehen, so ein Spieler, dass er halt mal schwankende Leistung hat. Ja, er ist kein Leroy Sané mit 25, 26 im besten Fußballeralter, wo du konstante Leistung abzuliefern hast.
Das ist ein Fonsi halt noch nicht. Das vergisst man immer, ne? Kam auch mit als ganz junger Spieler zu uns. Auch ein sehr, sehr junger Spieler, das vergisst man oft, weil er die ganze Zeit spielt und auch Thomas, was ist denn los heute? Wie sieht ihr heute so, Alter? Sie wiederholt ja das, was ich gerade gesagt habe. Was ist denn da passiert? auf einem sehr hohen Niveau spielt. Und da gibt es noch viel Luft in allen Dingen, im Timing der Flanke, in der Präzision der Flanke, im individuellen Zweikampfverhalten. Aber alles auf einem extrem hohen Niveau. Spielt für uns seit vielen Jahren, spielt er für Bayern, spielt für uns jetzt konstant. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für ihn, dass er diese Wertschätzung und diese Minuten bekommt auf dem allerhöchsten Niveau. Dann nochmal Vincent Schirpke und Torben, ja. In den letzten Wochen war ja die Belastungssteuerung auch immer ein Thema. Tut es dann gut, jetzt mal keine englische Woche zu haben? Und wollen Sie das Spiel im Manchester nochmal nutzen, um vielleicht 1-2 Spielern eine Pause zu geben? Nee, brauchen wir nicht mehr. Haben wir jetzt auch gegen Kopenhagen eigentlich nicht gebraucht, weil es war zwischen dem Freitagsspiel, was anspruchsvoll war für uns, aber zu dem Kopenhagen-Spiel war genug Zeit für alle. Das war keine Belastungsthematik und wir werden jetzt auch bis zur Winterpause keine Belastungsthematik zu haben und wir werden grundsätzlich jedes Spiel so aufstellen, dass wir denken, dass es zum Gegner passt, dass es zu uns passt, zu unserer Form passt und unseren Ansprüchen gerecht wird. Und wir wollen alle Spiele gewinnen, die wir spielen. Da bin ich ja mal gespannt. Also da kann man dann ja schon ein bisschen was rauslesen, wenn der Tuchel das jetzt so klar formuliert hier. Ob man das ihm natürlich immer so abnehmen kann, haben wir die letzten Pressekonferenzen gesehen, aber was er bisher erzählt, bin ich bei ihm. Ey. Weil wir haben auch keine leichten Spiele mehr jetzt, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Das Manchester-Spiel 100% mit dazu, aber Schritt für Schritt. Am Samstag ist Union Berlin und dass wir dann keine englische Woche haben, macht uns nicht wirklich glücklich, aber ja, ist Pokal, wa? das wussten wir an dem Abend in Saarbrücken schon. Ja. Torben Hoffmann nochmal. Mal schön Salz in die Wunde gestreut. Zurück zur U17. Du hattest ja schon mal gesagt, es ist schwierig, das auch so ein bisschen zu verfolgen. Nun stehen die Jungs im Finale. Ja. Nimmt man da als Chefcoach auch mal den Hörer in die Hand? Hat man da Kontakt? Sind da 4 Spieler dabei, dass man denen nochmal irgendwas mit... Ja, na klar. Unser Chefcoach, der alle 3 Wochen spielert, nimmt dann die Hörer in der Hand, um die 17-jährigen oder 16-jährigen Burschen da anzurufen als Trainer der ersten Mannschaft, um denen irgendwas zu sagen. Was ist das für eine beknackte Frage, Alter? Wenn, dann macht das der Trainer, der diese Mannschaft trainiert. Also, Leute. auf den Weg gibt, so eine kleine Schippe extra Motivation? Oder ich weiß, dass wir es gemacht haben vom Club. Ich glaube, Christoph hat es gemacht, Christoph Freund hat es gemacht und ich glaube, das ist auch gut. Ich will jetzt nicht extra machen, so plötzlich vorm Finale ruft dann noch der Trainer an. Also. Ja, völliger Schwachsinn. Das hätte, glaube ich, da habe jetzt ich das Gefühl, das wäre dann einfach zu viel des Guten. Wir haben es auf jeden Fall natürlich unsere Jungs verfolgt und die Zusammenfassungen verfolgt und verfolgen natürlich den Weg. Und wissen, dass sie sich die Panther nennen und dann drücken wir die Daumen am morgen Mittag, dass sie den letzten Schritt gehen. Ein Finale zu spielen ist großartig, ein Finale zu gewinnen ist einfach nochmal ein ganz andere Wahrnehmung, ganz anderer Level und macht was mit dir. Das ist, glaube ich, das gleiche Finale jetzt wie in der Europameisterschaft. Also beide Teams extrem erfolgreich und finden einen offensichtlichen Weg zu gewinnen. Das ist beeindruckend und wir drücken die Daumen, dass sie den letzten Schritt gehen. Aber wir lassen sie jetzt in ihrem Ablauf und stören da nicht. Dann vielen Dank. Bis morgen. Warm anziehen. Servus. Warm anziehen, genau. Mir wurde auch ein Arsch abgefroren. Ja. Also ich muss sagen, straighte Pressekonferenz vom Tuchel. Ein paar Fragen wieder völlig Banane, aber gut, das sind wir gewohnt. Ansonsten, ich bin mit dem Tuchel auf einer Linie, was er erzählt. Jetzt gilt es, das umzusetzen und dann sind der Tuchel und ich auf einem guten Weg. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel morgen und bis dann. Tschüssi.